Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, Teil 2, wir gehen weiter in den Bums Interview von Uli Hoeneß. Wem gehört der Fußball? Hilft ja auch ein bisschen immer die Temperatur vom FC Bayern zu nehmen. Ist ja mal ein guter Indikator, geht es dem FC Bayern gut, dann geht es oft auch dem das war in der Vergangenheit Fußball so. gut. Gilt das nicht mehr? Das ist nicht ganz so. Nein. Aber es geht im deutschen Fußball gut, sagen Sie? Oder? Also wenn wir gut sind, geht es im deutschen Fußball gut, aber wenn wir schlecht sind, wie wir es teilweise in diesem Jahr waren, heißt es nicht unbedingt, dass es dem deutschen Fußball schlecht geht, weil ich glaube, dass sich in Deutschland doch eine gute Fußballkultur entwickelt hat. Wenn ich den Fußball von Leverkusen sehe, wenn ich den Fußball vom VfB Stuttgart sehe, wenn ich den Fußball der Nationalmannschaft die letzten 2 Länderspiele anschaue. Und ich hoffe, ihr hört nicht den Rasenmäher im Hintergrund. Alter Belly, ey. Hier ist immer was los in der Nachbarschaft. Und dann hat sich da was entwickelt. Und die Engländer, die ja immer so tun, wie wenn sie die Größten auf der Welt wären, die haben jetzt gerade feststellen müssen, dass sie im Halbfinale der Champions League keinen Verein haben und dass sie auch jetzt West Ham gegen Leverkusen in der Euroleague rausgeflogen sind. Der deutsche Fußball ist im Moment in der Spitze besser als sein Ruf. Und wenn es dem Julian gelingt, eine Initialzündung, wie sie jetzt gegen Frankreich und auch gegen Holland gelungen ist, wenn er die hinübertragen kann, vielleicht begleitet von Erfolgen der Vereine, Dortmund hat eine Chance, wir haben eine Chance, Leverkusen hat eine Chance, und sowas wie ein Sommermärchen entwickeln kann. Ich finde, die Stimmung in Deutschland ist noch nicht so. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass Franz Beckenbauer die EM nicht sagen wir, organisiert, denn er war das Highlight in der Vorbereitung der WM 2006 und da fehlt mir noch ein bisschen was vom DFB. Aber sie haben auch nicht so viel Erfahrung und sind keine Leute von Weltruf. Wild. Ich muss mal eben das Fenster zumachen hier, Leute. Okay, das war mal wieder eine kleine Spitze gegen den DFB, wa? Sind nicht so... Haben keinen Weltruf? I don't know, bin ich nicht drinne, DFB. Ich lasse das mal so stehen. Sie wollen doch die Wahrheit hören, oder? Sie haben schon angesprochen, England, das ist jetzt schon ein bisschen so eine neue Fußballwelt, in der wir drin sind. Und mein Eindruck ist aus München, dass der FC Bayern auch noch gerade ein bisschen sucht. Wer will er, wer kann er eigentlich sein in dieser neuen Fußballwelt, in der plötzlich ganz neue Player sind? Wo sehen Sie da den FC Bayern? Ja, wir waren ein bisschen überrascht. Wir waren ja jetzt bis vor 1 oder 2 Jahren wirklich überall dabei. Wir waren Deutscher Meister, wir waren international auch immer in der Vorrunde alle Spiele gewonnen. Wir haben ganz ordentlich gespielt, aber es scheint bei uns so zu sein, dass eine gewisse Sattheit. Wir waren überrascht. Also das ist eine Aussage, Alter, dann Uli, ganz ehrlich, dann musst du dir mal an die Beine packen und vielleicht mal deine Frau ein paar Entscheidungen treffen lassen. Also, ich sag das hier auf dem Kanal seit 2 Jahren, dass ein Umbruch kommen muss, dass die Spieler satt sind, was auch völlig legitim ist nach dem Sechstubel, dass man da gar nicht reagiert hat und alles nur an den Trainern festmacht. Katastrophe. Eingedrungen war in den Verein. Die Spieler, die die Champions League gewonnen haben, den Weltpokal gewonnen haben, die haben nicht genug Druck gehabt durch Gar keinen Druck. Null. Die wurden niemals in den Konkurrenzkampf gestellt. Gar welche Leistung, immer gespielt. Junge, ehrgeizige Spieler von hinten. Ja. Und das haben wir nicht gut gemacht. Und ich glaube nach wie vor, dass es ein Fehler war, dass wir damals den Julian weggeschickt haben. Auch unter ihm haben wir zu dem Zeitpunkt nicht mehr so gut gespielt wie ein Vierteljahr vorher. Aber man hätte ihm vielleicht die Chance geben müssen bis zum Ende der Saison. Wir waren in der Champions League noch dabei. Wir waren auf 8 Punkte Vorsprung auf die Meisterschaft. Aber, und das wird jetzt die Aufgabe sein, Julian hat jetzt in der Nationalmannschaft begonnen mit einigen talentierten Spielern aus Leverkusen, aber auch aus Stuttgart.
Und wir vom FC Bayern, wir müssen begreifen, dass Fußball ein Kampfsport ist, dass Fußball nur gewonnen werden kann, wenn man Zweikämpfe gewinnt und nicht sagt, bitte nach ihnen. Und das hat sich bei uns... Ich verstehe, was er meint. Der Take mit den Zweikämpfen ist natürlich völlige Grütze. Ja, wenn wir uns die Statistiken angucken, wir gewinnen in jedem Spiel die Mehrheit der Zweikämpfe. Ja. Oft sogar über 54% oder sowas. Das ist schon sehr gut. Aber ich weiß, was er meint und da stimme ich ihm im Sinne natürlich vollkommen zu. Ja, das ist ja, was ich seit 2 Jahren hier erzähle auf dem Kanal. In diesem Jahr sehr eingebürgert. Wir haben wenig gelbe Karten. Wir haben wenig Zweikämpfe im defensiven Bereich gewonnen. Es wird immer so auf die Abwehr geschimpft. Ich bin der Meinung, die Abwehr beginnt beim Mittelstürmer. Also ist jetzt, oder beim Linksaußen oder beim Rechtsaußen. Keine Harry Kane-Kritik. Also, nein, überhaupt nicht. Der noch am wenigsten, aber es wurde nach hinten nicht gedeckt. Ja. Bei uns war das Mittelfeld ja ein Open Village, ja, ein offenes Dorf. Ja, da konnte man ja durchmarschieren wie durch Der Uli jetzt auch im Denglisch drin, oder was? Wow. einen Schweizer Käse. Aber auf so einer, also das ist die sportliche Ebene, auf so einer strukturellen, Was zögert mich auch, dass die Kamera so hell ist und die andere so dunkel. was glauben Sie, wie muss sich der FC Bayern da verhalten, positionieren? Also klappt das noch? Also Wir wollen weniger Geld ausgeben als die anderen, aber trotzdem mehr gewinnen im Champions League-Vergleich. Ja, aber das ist natürlich schwierig. Aber wir haben das jetzt jahrelang sehr gut gemacht. Wir haben immer weniger Geld ausgegeben und trotzdem was gewonnen. Und trotzdem zahlen wir die dritthöchsten oder zweithöchsten Gehälter in Europa. Passt das jetzt zusammen mit der Aussage? Ich denke nicht. Im Moment scheint es so zu sein, dass die Engländer, denn nur um die geht es eigentlich, ja. Real ist immer Weltklasse-Verein und toll. Aber da spielt es auch keine Rolle, ob die 500 Millionen Schulden haben oder nichts. Weil bevor die pleite gehen, hört der spanische Staat auf zu existieren. Ja, also da wird mal schnell wieder irgendein Trainingsgelände verkauft und dann ist wieder 5 Jahre Ruhe. Nein, aber das Entscheidende sind die Engländer. Da kommt ein russischer Oligarch, der mal 1 Milliarde da reinsteckt oder ein Staat wie Abu Dhabi, wie Katar. Aber unser Ziel muss sein, wir haben jetzt die große Offensive ausgerufen, junge Spieler, unser Nachwuchsleistungszentrum wird unglaublich aufgebaut. Wir haben jetzt mit dem Jochen Sauer, der bei Salzburg war, mit dem Christoph Freund, der bei Salzburg war. Allein der Christoph Freund hat in den letzten 10 Jahren, aber der hat 600 Millionen Transferüberschuss gemacht. Ja? 600 Millionen. Mit dem Geld kann man viel anfangen. Und das wird unsere Antwort sein müssen. Wir werden uns einen Spieler wie Harry Kane mal leisten können, 100 Millionen. Das würden wir auch für einen anderen Spieler in Deutschland vielleicht zahlen. Aber das kann man nicht 5-mal machen. Sie haben es jetzt gerade angesprochen, ne? Oligarchen oder auch die Amerikaner, auch die. Er meint natürlich Florian Wirtz und ja, ich gehe da mit, natürlich. Ja. Also für den Florian Wirtz würde ich auch die 100 Millionen wahrscheinlich nicht reichen, würde ich aber auch zahlen. Und ja, ich gehe auch voll mit dem Gedanken, dass wir wieder dahin kommen müssen, eine gute Mischung zu haben. Ja, dass ein paar aus dem Nachwuchs da sind. Und du halt diese Top-Transfers machst. So eine gute Mischung einfach, ne? Eine Liverpool gehört den Amerikanern, Man City, Abu Dhabi. Da sind wir bei der Frage, wem gehört der Fußball? Wo sehen Sie da die Entwicklung hingehen und was heißt das für den deutschen Fußball, für den FC Bayern? Also aus meiner Sicht kann der Fußball nicht dorthin gehen, weil unsere Fans, unsere Mitglieder, die machen das Spiel nicht mit. Ja, der Fußball ist doch schon lange da und unsere Mitglieder, Alter, als wenn der FC Bayern auch nur irgendeinen Furz auf seine Mitglieder geben würde. Na, dann hätte man nicht bei der Jahreshauptversammlung eine Abstimmung für eine Grundsatzordnung gemacht, wo von 300.000 Mitgliedern 1.000 Mitglieder anwesend waren. So, wenn man Wertschätzung für seine Mitglieder hätte man eine Briefwahl gemacht oder eine Online-Abstimmung, whatever. Ja, also da braucht der Uli gar nicht mit anfangen mit dem Take. Ja überall diese 50+1-Regelung so diskutiert. Beim FC Bayern gibt es ja, obwohl wir gegen die 50+1-Regelung sind, gibt es bei Bayern München eine 30+1-Regelung. Das heißt,
Wir haben vor vielen Jahren unter dem Druck auch unserer Fans oder Mitglieder einen Deal gemacht mit denen, dass wir gesagt haben, wir können 30% des Kapitals an vernünftige Investoren verkaufen. Davon haben wir 25% verkauft an Adidas, Allianz, Audi, also AAA. Schaut nicht schlecht aus. Und wir könnten jetzt noch 5% verkaufen, ohne jemand fragen zu müssen. Und wenn wir mehr als 30 verkaufen wollten, dann brauchen wir die Zustimmung der Mitglieder. Und zwar 3/4 Mehrheit. Und aus heutiger Sicht. Das können die gar nicht, das können die technisch gar nicht umsetzen. Wie sollen die das technisch umsetzen? Ja, wie sollen die denn technisch umsetzen? 3/4, die müssten ja von allen Mitgliedern die Stimme einholen. Das kriegen die ja gar nicht hin. Technisch nicht. Die würden die 3/4 Mehrheit locker kriegen, weil ganz, ganz viele Bayern-Fans oder auch Mitglieder sehen ja nur, ach ja, wir brauchen den nächsten 100 Millionen Transfer, den nächsten 100 Millionen Transfer, komm, geben wir frei, nochmal 20 oder 15% vertickern, unsere Anteile, alles ist gut. Also da glaube ich schon, dass man die 3/4 Mehrheit locker holen würde, aber die würden das technisch gar nicht hinkriegen. Ja? Die kriegen es ja noch nicht mal bei anderen wichtigen Sachen in der Abstimmung zu organisieren bei den Mitgliedern. Kriegen wir die nie. Ja, also insofern sind wir gezwungen, bis auf die 5%, die da noch offen sind, andere Wege zu gehen, um dahin zu kommen. Und das wird jetzt eine Challenge sein zwischen uns oder dem Verein und auch den Fans. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir dieses Machtvolumen, das die Fans teilweise jetzt haben, dass das nicht in die falsche Richtung läuft. Weil es gibt auch viele dieser Kurvenfans. Oder sagen dieser Chickeria-Fans oder was? Denen geht es nicht unbedingt um Fußball. Denen geht es möglicherweise auch um sich selbst zu produzieren, sich selbst zu verwirklichen. Und da muss man aufpassen, dass es gibt viele Beispiele, ich möchte jetzt keine Vereine nennen, ich würde 4, 5 kennen, wo das in die falsche Richtung läuft. Auch bei uns, das habe ich ja kürzlich angesprochen, wir haben meiner Meinung nach die Meisterschaft in 2 Spielen verloren. In Leverkusen, katastrophal gespielt, 3-0 hochverdient verloren, und in Bochum. In Bochum 1-0 geführt. Alter, ist das jetzt sein Scheiß Ernst? Also den ersten Take können wir mal ganz kurz drauf eingehen. Kann man ja zum Teil mitgehen. Ja, ich bin auch der Meinung, dass viele oder einige dieser ach so tollen Ultras, welcher Gruppierung jetzt auch immer, eher sich selbst darstellen möchten als dem Verein. Nochmal, wir haben das Thema im Stream gehabt mit dieser Pyro-Geschichte, dass man auf Bewährung war, trotzdem weiter Pyro gemacht hat in der Champions League, dadurch keine Fans hatte in Arsenal, jetzt wie im Heimspiel wieder Pyro gemacht hat, da wieder was zur Disposition steht und man damit dem Verein nicht hilft. Ja, das ist Fakt. Wenn man auswärts keine Fans dabei hat in K.O.-Runde, ist das nicht positiv förderlich. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Und von daher muss man sich dann einfach mal zurücknehmen. Ja, als Ultras, wenn man da sich präsentiert, als hätte man nur das Beste für den Verein im Sinn. Weil das hat man dann nicht, wenn man das in Kauf nimmt. Jetzt kommt sein Take mit der Spielunterbrechung in Bochum, den Tennisbällen, und deswegen haben wir das Spiel verloren. Was völliger Dummfick ist. Und diese Tennisbell-Aktion war zu 100% richtig. Stehe ich 100% dahinter, dass die Fans sich dagegen gewehrt haben, gegen einen Investor, der da von der DFL reinkommen sollte, gehe ich persönlich 100% mit. Weil ich habe es nicht gesehen oder nicht gerafft, warum man jetzt 10% oder was auch immer für die nächsten 10, 20 Jahre der TV-Einnahmen verkaufen sollte. Nur damit die Vereine jetzt einmal 100 Millionen bekommen. Wo ist der Sinn? Völlig unsinnig. Ja? Dadurch holt man keinen Rückstand auf irgendwelche anderen Ligen auf. Dadurch wissen nur alle anderen Ligen dann, oh, alle deutschen Vereine haben jetzt immer eine Finanzspritze gekriegt, ja, dann ist doch alles klar, dann können wir doch höhere Preise verlangen. Also, nein, der Take, der jetzt kommt, Katastrophe, Uli. Wir müssen 3-0 führen und dann kommt der Wolkenbruch und unsere Wahnsinnigen haben Tennisbälle geschmissen. 15 Minuten lang sind unsere Spieler bei strömendem Regen und bei etwa 5 Grad mit nassen Trikots auf dem Platz gestanden. Anschließend haben wir verloren und ich
Ja, die Bochumer Spieler haben das natürlich nicht. Die haben weitergespielt, die 15 Minuten. Ne? Die standen da nicht im Regen bei 5 Grad. Ich glaube, das war ein ganz wichtiger Punkt. Und das darf nicht sein. Die Fans würden, also das war beim Heimspiel gegen Köln, da war dann in der Kurve transparent, sorry für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli. Weil da ging es darum, in Heidenheim merkst du selber, wa? Haben sie auch verloren, aber da wurde kein Tennisball geworfen. Ja, da muss man auch mal eines ganz deutlich sagen, es kann nicht sein, wenn der Verein so lieb ist, wie sie immer tun, dann darf man nicht dafür sorgen, dass unsere Fans in Arsenal nicht zugelassen werden. Da gehe ich mit, habe ich ja gerade gesagt. Da stimme ich Uli 100% zu. Das mit der Tennisballgeschichte, Uli, ganz ehrlich, wasch dir mal die Birne, Alter. Ja, wir haben mit Sicherheit deswegen nicht das Spiel gegen Bochum verloren. Ist schade, dass er jetzt kein Argument bringt wegen dem Heidenheim. Ich hätte da sogar ein Argument, was man da bringen könnte, dass wir da verloren haben. Hat er nicht. Ja, und da muss er sich den Spott aus der Kurve gefallen lassen. Völlig zu Recht. Ja. Was er jetzt bringt, den Take, gehe ich 100% mit. Und wir haben jetzt größte Anstrengungen unternommen, um zu verhindern, dass unsere Fans in Madrid am 8. Mai überhaupt hinfahren dürfen, weil sie vor dem Spiel gegen Arsenal zu Hause wieder eine Pyro-Parade angeführt haben. Und das kann es nicht sein. Und da können von mir aus noch 100 Plakate kommen gegen mich. Ich werde trotzdem nicht aufhören, das zu kritisieren. Da hat er recht. Habe ich ja gerade eingangs gesagt. Da stimme ich ihm 100% zu. Genauso wie ich ihm mit dieser Tennisballgeschichte 100% widerspreche. Aber weg von der Pyro hin zu dem... Weil das ist ja nicht nur Sportpolitik. Wir zahlen jetzt, habe ich gehört, wieder 60.000 €, sondern es ist auch gefährlich. Ich meine, dieses Pyrozeug hat 2400 Grad. Wenn da mal jemand schwer verletzt wird, wer übernimmt die Verantwortung? Die nicht. Aber die Tennisbälle hatten ja einen anderen Anlass. Da ging es da als Protestform gegen einen möglichen... Das war doch nur Alibi. Das war doch so ein Schwachsinn. Ach komm, Uli, was ist denn jetzt? Ja, jetzt bin ich gespannt. Diese ganze Diskussion um den Invest, also bei der deutschen Fußballliga, die wollten da hat man gemeint, jetzt würde die Welt völlig neu aufgerollt und die Vereine hätten nichts mehr zu sagen. Uns war das wurscht, weil die paar Millionen, die es da gegeben hätte, sind uns egal. Ganz genau. Ganz genau. Ist doch mein Take gewesen, Alter. Ja? Darum geht's doch gar nicht. Es geht um die Kommerzialisierung, die damit einhergeht. Wenn man da einmal zustimmt und das anfängt, verkauft die DFL jetzt 10% oder ich weiß nicht mehr, wie viel es genau war. Nagelt mich nicht drauf fest. Ja, verkaufen die jetzt für die nächsten 10 Jahre. So. Das heißt, man kriegt jedes Jahr weniger Geld durch die Fernseheinnahmen, weil man was abgeben muss. Dadurch hat natürlich aber auch der Investor, der investiert, der will ja auch Geld damit machen. Der zahlt ja nicht 1 Milliarde oder was das war an Geld. Der will die Milliarde ja wieder rausziehen und noch einen beträchtlichen Batzen mehr möchte der ja rausziehen. Der sagt ja nicht, ich gebe euch die Milliarde, weil ich euch gut leiden kann. Nein, der will damit Geld machen. Bedeutet, der nimmt natürlich Einfluss auf Anstoßzeiten. Ja, dann kommen wir irgendwann auch dahin wie in England. So, dann sehen wir samstags irgendwie 3 Spiele zu unterschiedlichen Zeiten. Und Bayern oder Dortmund und so weiter, wie es ja auch dann zu hören war, spielen gar nicht mehr samstags, weil die müssen dann immer einzeln gezeigt werden, weil das größte Interesse da ist. Und so weiter und so fort. Darum geht es, ja. Und das darf man auch nicht verschweigen. Und da muss auch ein Uli mal ein bisschen nachdenken. Ich weiß nicht, ob da vielleicht der Take noch kommt jetzt in dem Gespräch. Bin ich sehr gespannt. Und das andere Ding ist, wenn man das einmal zulässt, was ist in 2 Jahren? Ne? In 2 Jahren hauen wir dann die nächsten 10% weg, oder was? In 5 Jahren die nächsten. Und dann sind wir irgendwann so weit, dass wir jährlich nur noch einen Bruchteil kriegen, weil wir nicht mehr die 100% haben von den Fernsehgeldern. Also, nee. Also aus meiner Sicht völlig legitim, dagegen zu protestieren. Aber es kann nicht sein, dass kleine Vereine, die davon sehr profitiert haben, jetzt Gelder aufwenden müssen, doch Gelder aus den Fernsehverträgen und so weiter, um die neue Struktur der DFL zu finanzieren. Darum ging es ja. Aber es ist erstens ganz schwach vorbereitet gewesen von der DFL. Wir haben 4, 5 Mal mit befreundeten Mannschaften Mittag gegessen, wie jetzt morgen gegen Eintracht Frankfurt treffen wir uns auch wieder zum Essen. Und ich habe mich immer gefragt, erklär mir mal,
um was es da eigentlich geht. Bis auf den von Union Berlin, den Zingler, hat mir keiner richtig erklären können, um was es geht. Und dafür haben wir uns alle so vorführen lassen, wie das monatelang der Fall war. Das sehe ich nicht ein. Aber vielleicht kann ich das Argument mal von einer Seite machen, so aus Fansicht, dass es vielleicht bei Ihnen auch oder Ihnen ein bisschen schmackhaft machen. Weil vor einem Jahr war ein Interview mit John W. Henry, das ist der von Boss Fenway Sports Group, dem gehört ein paar Liverpool. Genau, dem gehören ein paar Clubs in den USA und Liverpool. Und Boston Red Sox. Und Pittsburgh Penguins. Das ist ja. Genau. Und der sagt in dem Interview, also er stellt sich selbst die Frage, werden wir für immer in England bleiben? Nein. Also und an dem Beispiel kann man ja vielleicht sehen, worum es dann dem Investor dann am Ende letztlich doch geht. Also ja, um Kohle machen. Um was soll das ein Investor gehen, Leute? Jeder, der was anderes sagt, der hat keine Ahnung. Bringt doch das Wort Investor mit. Für einen Mann wie Sie, da ist der Fußball Berufung. Aber für John Henry, da ist das Beruf. Ne? Ja, das aber lieber Herr Unterschied. Welzer, der große Unterschied ist, dieser John Henry, der besitzt, glaube ich, 80 oder 90% des Aktienkapitals von FC Liverpool, von den Red Sox und von hier ging es um 8% der Marketingrechte für die nächsten 20 Jahre der gesamten Bundesliga. Das ist Peanuts. Und es wurde eben verglichen mit der Einflussmöglichkeit von Herrn Henry, was natürlich ein Blödsinn ist. Da haben Sie recht, aber es geht, glaube ich, das wäre jetzt aus Fansicht argumentiert, die Angst, dass das das Problem mit den Investoren ist, dass denen letztlich nie nur um die Sache selbst gehen wird, sondern um den Gewinn, den sie machen. Der Hintergrund ist aus meiner Sicht folgender gewesen. Die deutsche Fernsehvermarktung im Ausland ist eine Katastrophe. Wir kriegen etwa 150 Millionen, die Premier League 2 Milliarden. Irgendwas, entweder sind die viel besser oder wir machen es falsch. Ja, und jetzt hätte man die Möglichkeit, mit so einem Investor, der ja daran interessiert ist, Geld daran zu verdienen, der auch internationale Kontakte hat, mal richtig zu zeigen, ob es geht. Wenn es nicht geht, dann hat man mit Zitronen gehandelt, aber kein Geld verloren. Und das ist der große Unterschied. Es wurde so das Gespenst an die Wand gemalt, wie wenn jetzt der deutsche Fußball... Ist ein Take, den ich nehme, ja. Kann ich nachvollziehen. Wenn man sagt, der Investor würde dann dafür sorgen, dass wir international besser aufgestellt werden, kann ich nehmen, den Take, ja. Auf der anderen Seite muss man dann ganz klar sagen, mach das doch einfach selber. Wofür gibt's denn die DFL? Die DFL muss jetzt Anteile verkaufen und die Arbeit anderen machen lassen, anstatt sie selber zu machen? Nee, dann mach sie doch einfach selber. Was ist denn das Problem? Am Ende wäre wegen dieser 8% der Marketingrechte, die haben keinerlei Einfluss auf Anstoßzeiten, auf die Situation der Liga, auf Aufstieg, Abstieg. All das Zeug, das wurde ja immer so getan, wie wenn jetzt das Ende der Welt passieren würde. Und ich bin überzeugt, dass 90% derer, die Tennisbälle geschmissen haben, gar nicht gewusst haben, warum sie geschmissen haben. Sondern weil das war jetzt halt en vogue und es war toll und man war im Fernsehen. Und 90% gehe ich nicht mit, aber ich verstehe seinen Take. Ich glaube auch, dass da viele einfach, du bist halt in einer Gruppierung drin, der Oberste oder das oberste Gremium sagt, jo, wir machen das jetzt, und dann wird auch nicht nachgefragt, dann wird das gemacht. Ja. Das glaube ich auch schon, ja. Ja, vielleicht hätte man dann einfach auch mal aufklären sollen, vernünftig. Ja. Von Seiten der DFL, vielleicht auch von Seiten der Vereine, die dem zugestimmt hätten, und dann mit irgendwelchen Fanvertretern, und man hätte ein öffentliches Podium gemacht und hätte da einfach mal drüber diskutiert. Ja, die Fanvertreter hätten gesagt, das sind unsere Ängste, und dann hätte man dagegen argumentieren können und sagen können, nee, das ist gar nicht so, wir machen das nur deswegen und deswegen. So. Ja, da muss man mal in den Dialog gehen, dann wäre das ja vielleicht gegangen. Aber so wie es dargestellt wurde, war es halt eine Katastrophe. Und völlig zu Recht wurden dann Tennisbälle geworfen. Wegen diesen albernen Bällen ist dann ein Bundesligaspiel 20 Minuten unterbrochen worden und sie waren alle drin. Oh, jetzt nur noch 20, vorher waren es nur 15, Uli, was ist los? Aber warum sie das gemacht haben, dass sie den Vereinen einen irren Schaden damit beschert haben, das hat kein Mensch interessiert, und das verstehe ich nicht.
Ja, gibt es irgendwie keine Rotation. Sie haben die DFL schon angesprochen, sei schlecht vorbereitet gewesen, aber vielleicht auf einer Ebene höher noch. Ich habe manchmal den Eindruck, also, dass man bei der DFL gar nicht weiß, was wollen wir als Bundesliga eigentlich sein? Wo wollen wir mit der Bundesliga hin? Ja. Können Sie das sagen? Haben Sie da? Ja, ich meine, die Bundesliga ist ein Geschäft, das muss man natürlich schon sagen. Das muss professionell betrieben werden. In Deutschland sind wir, sagen wir mal, wenn man die Fernsehrechte und alles anbelangt, irgendwo an eine Grenze gekommen, weil der Deutsche eben im Gegensatz zum Engländer nicht bereit ist, 100 Euro oder Pfund im Monat für Fernsehrechte auszugeben, weil das englische Fernsehen scheint auch eine... Sorry, das ist völliger Schwachsinn, Uli. Völliger Schwachsinn, was er gerade von sich gibt. Nehmen wir den FC Bayern als Beispiel, dann musst du 100 Euro ausgeben, um alles zu sehen. Du musst The Zone zahlen, du musst Sky zahlen und du musst Amazon Prime zahlen. Ja, das sind 100 Euro im Monat. Ohne Wenn und Aber. Wenn du alle Bayern-Spiele sehen willst, musst du das bezahlen. Also der Take ist gerade völliger Dünnschiss. Und ja, wenn es sich vermeiden lassen würde, wäre ich auch nicht bereit, 100 Euro im Monat zu zahlen. Einfach aus dem Grund, weil mich nur der FC Bayern interessiert und nicht der ganze andere Scheiß, den ich auf diesen Kanälen sehen kann. Ja. Soll der FC Bayern sich selbst vermarkten, soll er 50, 60 Euro von seinen Fans nehmen, dann kann man jedes Bayern-Spiel gucken. Alles ist fein. Ja. So. Aber das geht natürlich nicht in Deutschland, weil Solidarität, Blasels, alles gut, verstehe ich auch gegenüber kleineren Vereinen und so weiter. Aber dass man keine 100 Euro zahlt in Deutschland, ist leider gelogen. Ja, kann man ganz einfach zusammenrechnen. Katastrophe ist es sein, ja. Und da muss man Pay haben, damit man gut unterhalten ist. Und deswegen sind die Leute in England bereit, viel mehr Geld auszugeben. Und was eben auch noch wichtig ist, wenn Sie die Differenz mit der Auslandsvermarktung, natürlich haben die Engländer Vorteile aus der Kolonialisierung. Wenn Sie nach Dubai oder nach Abu Dhabi kommen, dann kommt halt die Premier League, dann kommt La Liga, dann kommt Serie A und dann vielleicht noch der FC Bayern, aber sonst keiner aus Deutschland. Ist ja so. Ist ja so. Ja, ein bisschen. Ja, aber wenn Sie in Tokio einen nach Dortmund fragen, das weiß auch keiner. Ja. Nein, aber das ist halt so. Aber das wäre Aufgabe von so einer professionellen Vermarktung gewesen. Ja, aber nochmal, das muss dann die DFL dann auch selber geschissen bekommen. Ja, ganz einfache Kiste, Leute. Wofür braucht man sonst die DFL? Dann schafft die DFL doch ab. Ja. Was ist denn deren Aufgabe dann? Nur Fernsehrechte auszuhandeln, oder was? Einmal alle 3 Jahre, oder wie? Sorry, nee, den Take fühle ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Denn diese Leute hätten Geld verdienen wollen. Und dann hätten sie sich mal den Arsch aufreißen müssen. Und bei uns sitzt man in Frankfurt und hofft, dass die alle nach Frankfurt kommen. Na, aber die kommen nicht, du musst dahin. Ja, Leute, das nehme ich als Anlass. Das ist ein guter Take. War ja viel Fans. Jetzt gehen wir ein bisschen in die DFL rein. Vielleicht geht das Thema jetzt noch ein bisschen weiter. Aber ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, hier einen Cut zu machen. Halbe Stunde. In diesem Sinne, ganz interessant eigentlich. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wie immer an dieser Stelle, vielen lieben Dank für euren Support. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.